never failing. He's never failing. Gerne mal ins Lebenswasser. Mein Name ist Kenneth Hiesbrecht und das sind unsere Bekanntmerkungen für dieses Werk. April den 10. plum wir weiter eine Visionklaus anzubeuten, hier bei Lebenswasser Quark. Und so diese Visionklaus, die wird klar meines Morgens anfangen in einer von den Klostuben. Und so wird für die erste und die zweite Gottesdienst angehen und der dritte Gottesdienst als der Kloster dann auch eben. Und so der Gottesdienst hier noch weiter hineinkommt, um den Gottesdienst hier anhören. Und so die Frage ist vielleicht, was ist die Visionklaus? Die Visionklaus ist für alle, wo wir gleich mehr Informationen haben von Lebenswasser aus der Kirche, wo wir glauben und wo wir schaffen. Die Visionklaus ist für so, wo wir gleich ein Mithelfer zu werden. Und die Visionklaus ist für so, wo wir gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasser Kirche. So, wenn ihr einen von diesen drei Dingen interessieren habt, wie Frau dort die Information da stehen ist, können wir abschreiben für Visionklaus, April den 10. April den 17. das Osterensmorgens planen wir hier in Tofas, hier bei Lebenswasser Kirche. Hier bei Lebenswasser, weil wir glauben, taufen und dann bossen. Und so, wenn du glauben hast an Jesus Christus, aber du hast ihn noch nicht getauft, das ist der nächste Stopp. Wenn ihr würde interessieren, die taufen zu lassen, ohne April den 17., freue ich dort in die Information da stehen, dass die du abschreiben für Tofas.
Heinig, wo wir bei den Informationen das unterbeiden haben, also wir haben Vision Retreat Beaker geschrieben von Pastor Jimmy Evans, das ist ein guter Plotitsch zu kriegen, auch auf Englisch. Das ist für alle befriedete Lied, wo wir gleich ein Taub, ein Ziel zu sagen, eine Vision zu sagen, für der kommende Jahr Taub. Und so hier geht einer durch Geld und Freunde und Verhältnisse und wird so mit einem seine Kinder und mit einem seine Schaf. Und wird soll ein jährliches Leben lohnen, das zum Taub-Ziel sein, ein befriedetes Leben und zum Taub auf dieselbe Vision schaffen, das kommende Jahr. So wenn ihr das ein bisschen interessiert habt, die kostet kommen, wieder eine Information da. Ich würde alle Jugendlichen gleich in Bein zu tun, und diese Mädwerk wird nicht Jugend sein, hier bei Lebenswasser Kirche. Und das ist meine Jugendleiter spielen sich heute merken für die Einflusskonferenz, die Freitag anfangen wird. So wenn ihr das abgeschrieben für Einfluss, Freitag hier bei Lebenswasser Kirche, Hof Sasse Service, wo die deren aufgehen, und Hof Nene Service, wo die Konferenz hier anfangen. So sollen wir uns tun. Ich würde auch alle, die Port sein von der Dorndach Daniel Kloos wollen zu lohnen, dass diese Dorndach, wo wir uns nicht treffen, hier bei Lebenswasser Kirche. So wir dürfen nicht eine Dorndach lohnen, aber an der kommende Werk Dorndach wird es wieder gehen, so ist es gewöhnlich. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Das nächste werden wir eine Zeit von Anbetung angehen. Goedemorgen Lebenswasser, wie vrij aan dat je vandaag waar hier zijn, daar we het hoop zingen. Wanneer ik nog bloos den Kampf sei, sitzt die old in sich. Hvor ik sei es in Bord, sitzt die den Bauch bewegt. In wanneer ik goed durch den Schoten, die ne Leib am Jaft mich. Du hast nichts zu fürchten, sag ja, sie jagten dich. In meiner Kampf, ich hab beknäumt, ich heb meine Hänge. Oh Gott, du kommst hier zu dir, oh meine Angst, leih ich für die Hand, ich sing durch die Nacht. Oh Gott, du kommst hier zu dir. Und wann du für mich warst, wer kann gegen mich stehen? In Jesus, du hast nicht allmählich für dich. Wann alles Ramite nicht wird, sitzt du dort Göre. Wann ich noch bloß so krieg, sei Gott, du sitzt so lade groß. In meiner Kampf, ich hab beknäumt, ich heb meine Hänge. Oh Gott, du kommst hier zu dir. Oh meine Angst, leih ich für die Hand. Ich sing durch die Nacht. Oh Gott, du kommst hier zu dir. Oh manche Teufel, die stehst auf fast. Nichts kann durchstehen gegen die Kraft von unserem Gott. Die Dachs in den Schoten, wenn's jeder kommt. Nichts kann durchstehen gegen die Kraft von unserem Gott. Oh manche Teufel, die stehst auf fast. Nichts kann durchstehen gegen die Kraft von unserem Gott. Die Dachs in den Schoten, wenn's jeder kommt. Nichts kann durchstehen gegen die Kraft von unserem Gott. Oh manche Teufel, die stehst auf uns. Nichts kann durchstehen gegen die Kraft von unserem Gott. Die Dachs
in den Schoten, gewenn's jeder kommt. Nicht kann durch tun in jene Kraft von uns in Gott. In meiner Kampf, ich hab beknallt, ich kenn meine Hände. Oh Gott, du kommst hierher zu dich, oh meine Angst, bleib für die Hand, ich sing dich den Namen. Oh Gott, du kommst hierher zu dich. Oh Gott, du kommst hierher zu dich. Jesus hat Kampf für uns und er hat den Kampf gewonnen. In diesem Werk fangen wir ein neues Werk an und dort fangen wir hier von der an. Und er wird für uns kämpfen in diesem Werk, wegen er ist uns Erlöser. The short to nine and now. The friendly bar. The Lord shall fall. The Cadillac and he. You can't deny Lord. You're home and deny you. For I'm on me down. What if me dress verstehe? Sogar einen dieser tun, die Friede an durch mich macht. Sogar nach Nacht viel mir sie, ich wollte du das macht mich. Sogar wenn die Flamme wollen herkommen, du bist hier für mich nicht. Dine Stem hier, Kuss im Rammel, meine Hoch, meine Erlöser. Dine Stem hier, Kuss im Rammel, meine Hoch, meine Erlöser. Dine Leib hier, en die Nummer nicht aus, ich wurde nicht verbunden. Dine Leib hier, en die Nummer nicht aus, ich wurde nicht verbunden. Sogar einen dieser tun, die Friede an durch mich macht. Jetzt sie, ich wollte du das macht mich. Sogar wenn die Flamme wollen herkommen, du bist hier für mich nicht. Dine Stem hier, Kuss im Rammel, dine Hoch, meine Erlöser. Ik blijf die hart, op die glorie staat verloren. O mine dag, auf die hoort mir hoort. Van dem Moment wann ik op waar ik me doe. O ik zing van de schoonheid van God. Mijn ganze Leben
die Schönheit von Gott. Ich glaube, die Stadt. Und du lässt mich durch die Vier in dunkle Nacht, bis du dich wie so schön umdrehst. Ich kann dieses Bruder, ich kann dieses sein Fürst, und ich lebe in der Schönheit von Gott. Wie unser Leben wir steht drüber, wie unser Leben wir steht Gott so geil. So lang musst du mir so leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott. Deine Schönheit, der an mich hängen. Deine Schönheit, der an mich hängen. Ich bleib mein Leben an, ich sie an je, ich geb dir alles an. Deine Schönheit, der an mich hängen. Deine Schönheit, der an mich hängen. Deine Schönheit, der an mich hängen. Ich bleib mein Leben an, ich sie an je, ich geb dir alles an. Deine Schönheit, der an mich hängen. Mein ganzes Leben besteht Trübheit. Mein ganzes Leben besteht Gott so gut. So lang musst du mir erst dort leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott. Wie unser Leben wir steht drüber. Wie unser Leben wir steht Gott so gut. So lang musst du mir so leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott. Wo ich sing von der Schönheit von Gott. Dankeschön, Jesus, dass du kommst ans Hängeron. Du wie kein Wagt, dass wir können, was du kommst, wo du wirst. Du wie keine Hoffnung für uns, wo du kommst. Und du merkst, dass mählich, dass wir keine Gemeinschaft haben mit dir, dass wir kein gerecht vor dich sein in dir. Dankeschön, Jesus, dafür. Dankeschön für die Scheinheit, die wir am uns sein. Nie im Anfangsjahr, wenn Dinge anfangen frisch zu werden. Nie Leben anfangen zu kommen. Dankeschön für die Scheinheiten, die kleinen Tigens, wo du uns immer weitergeben lässt. In uns Leben, wo du wirst wissen, wo mächtig du bist. In all die Dinge, was du unter Kontrolle hast. In all die Dinge, was du denken lässt. Dankeschön, Bruder. Dankeschön. Für Leben schein mir. Dankeschön für die Tigens von deiner Kraft. Dankeschön für die Tigens von wo Gott du bist. Und Dankeschön für die Tigens, dass wir können sein, dass du bist immer bei uns. Du verlässt uns niemals. Unser ganzes Lebenszeit bist du bei uns.
lohnt sich meine Lebenszeit. Ging deine Trüheit, du besiegt mich. Nu starke Sturms kom Ruhe im Hort. En jeder Armstund, wo ich dann kriegst du. Ich sei die Tickens von deiner Scheine, über mein Leben, über mein Leben. Ich sei Erfahrung von dein Versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Ob mein Hort denken, wann ich schwach sie. Angst kommt gut, doch Angst wird gut. Du lässt mein Hort jetzt mir in sie. Du beste Kraft, was schon gern mal blieben. Ich sei die Tickets von deinen Scheine, über mein Leben, über mein Leben. Ich sei Erfahrung von dein Versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Sei der Christ und lad die Gruppe, die Tickets sind unteilbar. Accident, Taxi Blut, plötzlich sie, oh Jesus. Sei der Christ und lad die Gruppe, die Tickets sind unteilbar. Accident, Taxi Blut, plötzlich sie, oh Jesus. Oh. Ich sei die Tickets von deinen Scheinen, über mein Leben, über mein Leben. Ich sei Erfahrung von dein Versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Ich sei die Tickets von deinen Scheinen, über mein Leben, über mein Leben. Ich sei Erfahrung von dein Versprechen, über mein Leben, über mein Leben. The chicken sat all here. Vi sang da at jeg kan de oss en fora, en jeg kan de oss en friend, en dine scheinheit rand mir hing an, das bist eine scheinheit ramans, und ich dachte so, dass vielleicht erst hier von der somebody und sagt, ich kann das nicht ganz verstehen, because mein Fora hier, das ist ihr, das ist nicht ein guter Fora gewesen, ein Dollar Fora, ein Ruch, ein schlecht behandelt, und wo ist das dort? Wo schafft das dort Gott so ein guter Fora ist? Ich will bestimmt in Gebet leiden und bloß anerkennen, dass Gott ist ein guter Fora, und er ist ein Freund. Und die Scheinheit, er kämpft mit seiner Scheinheit, er rannt ans heran, und er sagt, hier ist die Scheinheit, ich sehe ein guter Fora, ich sehe nicht ein Dollar Fora. Dankeschön, himmlischer Vater, dass du so gut bist. Dankeschön, dass wir die keine Fremden an. Dankeschön, dass wir die halt keine gelehrt und wir können sagen, ich kann die aus dem Vater, ich kann die aus dem Freund. Und für die, die hier sind, oder vielleicht kicken online, ich frage Gott, dass du was in der Horten, ihre Gedanken schaffen, dass sie kann was loslassen von den Gedanken, was sie sind, von einem Vater. Vielleicht hier habt ihr, was nicht als Fan war, was der Doll ist und Ruch ist.
Nimm die Gedanken bloß weg und merken, jeder einem kriegt einen Fall. Jeder einer von uns. Bloß deine Scheinheit. Deine Scheinheit aus dem Vater, was uns gut ist, uns Freund ist. Dankeschön dafür. Wir loben die und sagen allen Dank, alle Preis geht nur die. Amen. Amen. Wir wollen uns einen Vater eine Hand geben. Dankeschön, himmlischer Vater. Amen. Ich kann Ihnen doll sagen, welcome alle hier. Mir freut, dass Sie sind nach Lebenswasser gekommen. Mir freut, dass Sie diesen Service hier sind. Das ist ein erster Gottesdienst. Tätig abstehen und hier sind. Und Ihre Kinder hergebracht haben. Vielen Dankeschön für mit uns taub sein hier in diesem Gottesdienst. Ich kann jeder einem welcome, wenn ihr einmal wer ist, was denn nie ist, oder vielleicht ja sind hier bloß von der hier durchgereist oder was immer das ist. Ich hoffe, ihr das hier scheint und ein bisschen warmer Welcome zu Ihnen. Mir freut, dass ihr hier in uns Haus sind, von der mit uns taub. Und für die, die uns checken down online, Dankeschön für mit uns taub sein in Lebenswasser, das ist das online. Und ich würde gleich zu Ihnen sein, wenn ihr in diese Jens sind, dann würde ich Ihnen anladen. Wenn ihr nicht in der Kirche habt, wo ihr tüß sind, dann kommt kommt hier nach der Kirche und wir wollen ihn hier abnehmen und ihn welcome heißen hier. Mir ankert von der und lieb jetzt hier zu vertalen von der Mission. Und wir sind noch einmal in unserer Reihe von Botschaften von Onse Wieeten. Heute hat all die gleich die Wieeten durchgehen, wird sein, was uns wichtig ist in der Kirche. Ich habe die dort im Denk geholt und dort sind auch Wieeten und Valores, wo wir können sein, was ihnen auch wichtig ist. Und die sagen, das war nicht in meinem Leben auch an. Das ist nicht bloß am Sonntag bei der Kirche, aber das ist ein Part von ihrem Leben. Und dort wollen wir das tun, dass wir können so von der wir reden von Mission. Und der Wirt, der sagt, es ist das, Mission. Wir wollen die Welt für Jesus gewinnen. Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Ich kijk gestern so over ein bisschen News von was angeht in Russland und Ukraine und über die ganze Welt. Und ich dachte, wenn da ever eine Zeit ist hier was in meinem Leben, wo die Welt dort an Hoffnung fehlt, das ist von dir. Das kriegt von dir. Und wir sagen hier nicht, dass wir wollen und wir wollen proben und vielleicht wollen wir einen Tag. Wir sagen, dass wir wollen die Welt für Jesus gewinnen. Das meint, wir sind aktiv, das ist was wir tun und das wo wir mit schaffen tun. Und so, das ist ein Wert für uns, was uns wichtig ist, wo je alle Part von sind. Und die sagen vielleicht, na, wo sie echt Part von dort? Die sind Part von dort, mit dort je geben down am Sonntag zum Morgens, wenn je Geld geben down. Wir haben 7 Missionen, was wir down in den Städten, was besiegt diese Feuerwehren sind. Some sind hier lokal in Onse Wieeten, some sind in der Boy, manche Tarahumara, some manche Spanische, even in Israel, da wir was Missionaren in den Städten. Und was das schafft ist, wenn je geben down, hier bei der Kirche, besiegt deren sind die 1000, wenn je da geben down am Sonntag zum Morgens, 10% von dort nehmen wir und geben dort eine Mission. Wir haben unsere verschiedensten Missionen im Drehen. Ich sehe 7 verschiedene Missionen. Und dann sind da noch mehr, was wir hier lokal tun, in den Städten. Und dort, wo je Part von sein, wie war die Welt geworden für Jesus, wenn je geben tun am Sonntag zum Morgens. Und so ich will Ihnen etwas merken, dass das nicht bloß, dass das Licht anbleibt, wenn je geben tun, aber je sind Part von dem größeren Bild, jeder Sonntag, jeder Werk, mit das je geben tun. Und so Dankeschön für Ihnen, dass ihr Part von das sind und sagen, ich will auch geben, ich will Part sein von dem größeren Bild. So, was wir tun, ist, zoals ik zei, 10% gaat naar de mission. En dan hebben we ook, wanneer we een Meier für Jesus project doen, dat wo we onze gebieden uitbouwen en dingen verbeteren doen. En dit ram met dat grote gebied wat we er nou bouwen, dat we ook 1% weggeven. So wie immer van jullie heeft gegeven voor dat part, daar hebben we ook 1% genomen en dat hebben we naar Bolivia geschickt, naar dat nieuwe leven kerk. En hij kunt die kerk een grote zegen zijn. En die kerk die was en die komt weer. En zij rekenen die mensen in Bolivia op in die gegend waar ze staat. En zo, je zijn part van dat. Je zijn part van het grotere beeld van deze mission. En zo ik wil jullie plus moed spreken, waar we daar blijven bij dat doen. En een paar weken terug vroeg me einer, wat doe je dat in de kerk dat je kan andere mensen helpen? Wat is dit principe? En ik zei, een principe wat er is, wie geloven dat als een grotere zegen te geven als te nemen. Wie geloven dat als een grotere zegen? Ik vroeg hem, hast du mal die jongens wat je geeft te Weihnachten? En hij zei, man, dat je me schijnt aan zijn kinderen wat geven te Weihnachten een geschenk geven. Ik zei, du kriegst vielleicht eine Weißkrippe, dat is ook fijn, aber is het niet een grotere zegen, die kinderen wat geven? Hij zei, ja, dat is. En ik zei, dat is wie dat ha. Ons, wie geloven dat werkelijk, dat als een grotere zegen, dat je het schijnt geven, is nemen. Dat is ons principe van leven.
Und so, wenn wir dort keine Port merken von jeder ein von uns, von unserem Lebensaller hier Lebenswasser, dann haben wir bloß noch größere Mission tun und noch mehr Menschen in der Welt richten und die Hoffnung rausspreiten, was da ist. Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Und wir können alle Port von dort sein, wenn wir hängen in der Dose unsere Aufringer, uns $10 oder was immer da nennen. So Dankeschön für Port sein von dort und dort die sein eigentlich Port von der Mission. Hier ist Pastor John. Wir sind in der Reihe von Onse Wieeten, zoals Pastor Jacob al zei. En wir haben al schön gegaan von dit reden. En dat heeft mij zelfs leren en erinnern, wat Onse Wieeten sind. Ich kann je een beetje zeggen, vielleicht kan je die uitwendig leren. Ich glaube, wir waren einen Test dabei. Und sagen, wer die uitwendig kann, wenn je nicht kann, dann weiß ich nicht, was je mir vielleicht jeder Team Preise geben oder was. Ich weiß nicht, was wir tun. Aber allemal erst, was wir in der Schule gehen, dann muss ich noch mal einen Test schreiben. Nicht sein, das haben gemerkt. Aber wir sagen, dass das ein Weg von Denken und das Leiten ein Weg von Leben. In das Thema von der, wenn wir denken an Mission, wir wollen die Welt für Jesus erreichen, oder für Jesus gewähnt, Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Ich dachte eben, wenn das wirklich ans Denken gibt, und das gibt ans Leben, dann würden wir einmal anders leben. Oder dann wird uns Leben einen Unterschied merken in dieser Welt. Und einmal wundern wir vielleicht, wohin sehe ich hier, oder was hat Gott für mich? Und ich kann nicht korrekt sagen, was Gott alle für die hat. Aber ein Ding weiß ich, wir sind hier, um die Welt für Jesus zu werden. Ich denke einmal an Jesus, seine Jünger. Sie waren selbstsicher Menschen. Wir wissen, dass sie wollen der Gradste sein und Jesus ihnen recht, dass sie dachten. Und dann einmal haben sie den Heiligen Geist gekriegt. Und dann waren diese 12 Männer, die waren die Personen, die in 70 Jahren ungefähr, sozusagen, die dann bekommen die Welt herumdrehen für Jesus. Und wisst ihr, was mir interessant ist von dort? Dass von Jesus seine Jünger, nur dem, was Jesus abstand von dort, fingen wir von der ganz meisten ungefähr nicht mehr in der Schrift. Ihre Namen sind niemals mehr abgenannt. Petrus und Johannes, ein paar von ihnen sind, Paulus der Tollste. Paulus war nicht mal einer von den 12, aber ich denke einmal an, ich sage einmal, und ich belebe das immer wahr, dass Menschen begegnen mich, und Menschen kennen mich, ganz von der Hänge aus Paraguay, aber der Hänge aus Kanada, die sehen mich on Livestream, oder die kennen meine Stimme. Aber das ist so wenig wichtig, wenn es kommt bei dem einen. Und wenn ihr diese Jünger, wir wissen gar nicht, was mit denen passiert, das sind allerhand Geschichten, wo die hingingen, wo die das Evangelium anbrachten. Aber ihre Namen ist wieder nicht mehr wichtig, aber was sie deuten. Und sie drehen die Welt für Jesus an. Und so dort mir ein Unterschied. Und so dort, was wir wollen in unsere Kirche. Und 1806, das sind etwa 200 Jahre drei, dann wären einmal 5 Hochschulstudenten, junge Bengels, können wir sagen, so sind von uns sind. Junge Männer, die werden besorgt über Mission in Asien, so sind China und Indien, einige von den Ländern. Und so sie haben einen Tag, nur Mittag, dann haben sie abgestartet in Gebetsstand, das sind 5 Männer, oder 5 junge Jungs. Und die Geschichte sagt, dass die ein Gewitterschweig war, und sie verkrüten sich in ihren Herrhüten. Und so die Geschichte ist bekannt als der Herrhüten-Gebetstitel, oder Gebetsgruppe. Aber diese jungen Männer, sie beten für Mission, sie beten für Menschen in anderer Welt. Aber sie beten nicht bloß beten, sie gehen auch gut. Und so in der nächsten, mit ihrer Arbeit, was sie tun, das ist eine Missionsorganisation, und das ist ein bisschen langer Name, American Board of Commissioners for Foreign Missions, nennen sich dort. Aber allemal diese Missionsorganisation in den nächsten 50 Jahren, die schickten über 1250 Missionare nach der Unterkant Welt. Das ist nur China und Afrika, oder some von den Ländern, India und so eine Dinge dort. Aber in 1960, also 150 Jahre Luther, dann hat diese Organisation über 5000 Missionare geschickt, über die ganze Welt. Sie schaffen in 34 verschiedene Länder. Und die wundern schlecht, wohin verteile ich diese Geschichte, das ist ja lang drei. Wohin ich dir das verteile, als wären wir 5 junge Männer.
was wir einmal Hort hatten für Mission. Und weil die haben einen Unterschied gemerkt, dort hat die größte Missionsorganisation gegeben, was die stets hat, jemals gehört, was hat Missionaren rütgeschickt über die Welt. Dort fängt an in den Gewitterschweig und an Herhüben. Und manchmal denken wir vielleicht so, okay, mit mir ist es nicht viel, oder ich habe nicht viel gelehrt. Und weil diese Missionaren, was diese Organisation rütgeschickt hat, viele von denen, die hatten wenig gelehrt, dort wir ein former Jungs und mir alles, die leben in einem kleinen Dorf in der Stadt. Diese Schule, wo diese nach Schule ging, dort wir in Williamstown, Massachusetts, dort start so an der nordosten Kant von der Stadt, mit Boven New York. Und so dat is een kleine stad kunnen zijn, dat is een kleine dorp, een kleine groep, maar ze hebben een wereld van onderscheid. Duizenden en duizenden mensen hebben Jezus gevonden in China, in India, in viele andere Länder. Ze schaffen in 34 verschiedene Länder. En ze zijn vandaag nog, die hebben de naam geändert en verschiedene dingen hebben geändert in de 200 jaar. Maar dat fängt met 5 jongens aan. 5 jongens wat bij eenmaal klaar hadden dat we waren de wereld voor Jezus geworden. En in 1950 jaar, dan weer door de Mennonitische Konferenz in Canada, we zijn bekend met de IMC, Evangeliums Mennonitenkonferenz. Und in 1950, in 1954 ungefähr, dann schickten sie die erste Mal Missionaren hier in Mexiko. Und so, die haben hier von da an meist was nie geschafft. Meine Frau und ich, wir trocken hier in Mexiko und in 2005 als Missionaren unter der IMC von Kanada. Oder dort, wie wir schafften hier in Mexiko. Aber das ja von der Tschorten, manche spanische Lied, ungefähr 14 Tschorten. Ich bin nicht ganz schnell, ist der Holler drin oder nicht. In Cuauhtémoc ist eine, das ist vielleicht ein von der größten. Das sind Chihuahuas, ein oder zwei. Das sind ein paar in Juarez, in Santo Tomás, in verschiedene Dörfer. Sind spanische Tschorten. Und viele, durch diese 50 Jahre, haben viele spanische Menschen das Evangelium gehört und dort angenommen, sind vielleicht eben nach der Grater Städte getrocknet und so eine Dinge. Dat heeft in Mexiko 3 deutsche Tschorten in der IMC, ein wie Hillside, der ist von der, existiert von der noch, und das ist eben das hastig wie eine, der ist von der nicht mehr, aber in Oasis ist noch eine. Und als wir hier trocken, meine Frau und ich, und in 2005 unsere Arbeit, wir hier eine Konferenz zu gründen mit der IMC und IMMC Tschorten. Hier werden 3 von jeder, und so das, was wir ganz bei 2015 deuten. Aber ich vertelle dir das, wenn wir mal Menschen in den 1950er Jahren. Und weißt du, dass wir was sehr Fremdes für die Tschorten zu der Zeit, für die IMC in Kanada, dass wir was Fremdes haben wir in der Evangelium, in der Wohlgewich-Mission tun. Aber dass wir Menschen, die bloß rütteln, wir noch ein paar Missionare, die auch fertig rütteln mit anderen Missionsorganisationen taub. Aber diese Menschen, die waren sich einig, in der Konferenz waren sich einig, und sie haben Tausende Dollar nenngetolt für das Evangelium in der Welt verbreiten. Sie haben von der noch über 100 Missionaren in der Welt verstreut. Viele von denen schaffen mit anderen Mission Organizations taub. Sie schaffen mit mehreren, ich glaube so wie 20 Mission Organizations around der Welt taub. Und so wir haben Missionaren hier in Guadalajara, ein von den Polithandlern in Exilgout. Wir haben lange mit ihnen hier in Chihuahua taub geschafft. Und so, da sind Menschen in Paraguay, in vielen Ländern der Welt, wo Menschen das Evangelium gepredigt. Von diesen Missionaren, da sind some von dort, das sind Airplane-Pfleger, wenn dort gibt Missionsstädten, wo die nicht aus Hand fahren, die kosten bloß einen fliehen. So, wenn die Fliehen interessiert, dann dürfen die mal lernen fliehen, dann kostet mal für Mission fliehen irgendwo in ein anderes Land. Some von ihnen sind Nursen, Lehrer, Evangelisten, Counselors, Bibel, Evasater, Kirchenplanter und verschiedene Dinge. Wir denken einmal vielleicht so, dass wenn wir an Mission denken, dann denken wir an, oder uns sollten Prediger sein oder so eine Dinge. No, viele Missionaren sind nicht Prediger. Die fliegen Airplane, oder die bauen Schulen, die bauen Clinics, dort sind Doctors, Nursen, so eine Dinge dort und so. Aber sie tun dort das Evangelium verkündigen. Und so, das ist ein bisschen ein Teken, was sie haben abgestellt für die Herrhütten
Wenn die nach Massachusetts fahren, nach Williamstown, Massachusetts, dann fing ich das durch. Und so, und das ist ein Eigendür allein. Und wir sagen, dass wir in der Welt für Jesus gewesen. Und weet je, dit, wenn wir denken an ein gewisse Weise denken und ein gewisse Weise leben, dit kommt das dichtste bei uns. Dit kommt das tollste darauf an, dass bloß ein Spruch ist an uns wohnt. Nou weet je, ons Ziel ist, dass wir in der Welt für Jesus reden. Und wir sagen, wir wollen. Wenn Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Ohne Jesus waren Menschen verloren. Ohne Jesus haben alle verschiedene Probleme. Und so Jesus ist die Hoffnung für uns Volk, für uns Mennoniten Volk. Und wir sagen, dass wir haben einen besonderen Raub von Gott, um uns Mennoniten Volk zu reden. Aber wir haben auch einen Raub, um das Evangelium ganz und gar rauszubringen. Jesus sagt es dort. Dann geht nur die Völker. Und so Völker meint bloß für die Juden, für wem Jesus das sieht, das meint einfach nur die Heiden gehen. Dann geht nur die Völker von der Welt und merkt die Lehrlinge. Und deupt dann in den Namen von den Vater, von den Sohn und von den Heiligen Geist. Lehrt dann alles zu tun, was ich beim Eng von der Welt. Und so das ist Jesus sein Befehl für die Kirche. Und wenn wir das drei in der Originalsprache nehmen, dann sagt dort, sollst du yes. Weil wir denken einmal so gut und merkt die Lehrlinge. Da meint so viel, die mit so einem Vollzeit, die müssen nur sein, die müssen zurückgehen. Das ist nicht, was das falsch meint. Na, Gott hat so Menschen berauben für das. Und wenn du den Raub hast, dann muss ich die tauren, sie gehorsam. Aber das ist ein welcher Raub. Und ich will ein klein bisschen davon reden, was das kann meinen. Aber wenn ihr das meint, sollst du yes. Sollst du schaffst, in das Geschäft, wo du schaffst. Sollst du forsch auf einen Slaughterkorridor. Das sind deine Geschäfte, da kommen Menschen hin und du bedienst ihn, du hast zu tun mit Menschen. Und so das falsch meint nicht bloß, dass wir sollen rübergehen nach Afrika, Indien, China oder irgendwo haben, aber sollst du schaffst, sollst du yes. As you go. Darfst du das Evangelium predigen. Aber so ich sage, einige von uns sind beraten, für volltätig Gott sein Wort predigen. Entweder in der Kirche oder auf dem Missionsfeld oder so eine Dinge stehen. Und so, unsere Mission als Menschen leiden ganz, haben die jeder nur für Jesus zu werden. Das ist unsere Mission als Kirche. Wenn jemand in unserem Office sind, wir haben den Spruch da oben an. Jeder Tag sagen wir den, vierten lese ich den. Und ich frage mich, okay, was tun wir dort? Und ich weiß, wie dann Rütstrahlen, unsere Botschaften, ich sage immer, wie scheiden Baum rüt von weit auf. Und, aber das ist unser Ziel. In Apostelgeschichte 1 sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, wo ihr Kraft kriegen, dann wo ihr Kraft kriegen. Einmal denkt, okay, was soll das tun? Like, ich sage so, ich kann nicht mal die Schritt reden. Ich sehe das Moses, nicht? Ich stumme ein bisschen oder was immer. So, wenn die Geist über ihn kommen wird, wo ihr Kraft kriegen, die wollen meine Jünger, meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, und bei der Ende von der Welt. Und so, Jesus sagt zu seinen Jüngern, die wollen Kraft kriegen. Ich wollte Ihnen noch ein paar andere Versen wiesen. Diese Versen sind mir immer sehr interessant. Aber diese fingen in Johannes 7. Johannes 7, 37. Am letzten und gratzen Tag auf den Fast stund Jesus auf und raubt Lüd. Wer durstig ist, den lade ich an, um zu kommen und zu trinken. Welche Lied? Uns Volk, uns Mennoniten Volk, ist durstig, gründlich sehr durstig für Wahrheit. Wir sind durstig für ein reines Evangelium von Gnade. Viele haben es noch niemals gehört. Viele können nicht verstehen, wer sie in Christus sind. Das ist ein vertweifeltes Leben, das ist ein mautloses Leben, und das ist ein Leben, wo ich immer mal denke, okay, was ist traurig, was kann ich tun, wenn ich dort ankomme, like, wo wird Gott mich annehmen? Und so, die sind durstig. Er sagt wieder, wer an mich glaubt, so ist die Schrift sagt, den sie ihn banischt, das waren lebende Wasserströme ran. Dann sagt er wieder, die damit ab den Geist haben, den der an Arm glaubten, nur herkriegen sollen. Willst der Heilige Geist wir noch nicht gekommen, oder wir noch nicht durch, willst Jesus noch nicht verherrlicht worden wir. So diese Versen, die lehren uns, dass wenn wir an Jesus glauben, so ist der Schrift sagt, Jesus starb für uns, er war berufen, er stand ab für uns. Das ist das Evangelium in der Netenschale. Und wenn wir an Jesus glauben, das ist Herr Leiser. Jesus sagt zu Nikodemus, dass so jene Juden nur die Schlangen checkten, was Moses abgehangen hat, so waren die, was an mir glauben, das ewige Leben haben.
Wer an mich glaubt, zoals de Schrift sagt, der hat den Heiligen Geist, dat is eigenlijk wat deze Versen ons leren. En dan leert dat ook dat uit den zijn banen staat waar een levende waterstroom uitraan. Mijn vrouw voor die is, wat is de levende stroom wat uit dien leven uitraant? Wat is dat? En wat is dat dien leven voor Jezus? Dat zijn die Wieden voor Jezus. We leren in de Schrift dat onze tong heeft de kracht voor leven en dood. Die kost mensen het evangelium geven, die kost mensen moed maken, en die kost die dood slaan met die doelraan en met die drogen en al zo'n dingen staat. Aber daar aan een levende waterstroom uit. Wanneer Jezus in die dingen denkt, dat hij zegt, Jezus dit, dan weten we, als zij den Heilige Geist kriegen, Petrus van kon te predigen, 3000 mensen bekeerden zich. En deze mannen, die leiden ihr leven voor dit Luther. Aber daaraan een levende stroom met uitruit. En de wereld wordt voor Jezus veranderd. De wereld waar zij ben leefden. En dat was dan nu hier. En dat zei wie, dat wie waren de wereld voor Jezus geworden. En wat dat vangt aan met aan Jezus leven. Dat vangt aan met dat aannemen dat u hast den Heilige Geest. En dat je het wieder in dem, dat uit die rand een stroom ruikt. Eenmaal is een stroom van vloeken, van mensen doelraan en van gossip, over mensen reden, al zo'n dingen. Er dat is een levende stroom. Wat mensen einfach naar Jezus tragen, wenn sie kann die. Vielleicht hast du nicht von Jesus geredet, aber sie weten dat en die ist irgendwas anders. Wir haben in unserer Vision-Klasse, da haben wir das gesprochen. Wir haben die Aufgabe, Gott sein Leib zu verbreiten, erstens in unsere Dörfer, dann in unsere Gegenden, in uns Land und über die ganze Welt. Das ist ein Model sozusagen, das kommt das erste, der Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo das sagt, dass in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bei der Ende von der Welt, wo wir das Evangelium verkündigen. So werden wir mal bedenken über unsere Dörfer. Wir wohnen hier in unsere Dörfer. Das ist, wo wir zu sind. Das ist, wo wir jeden Tag fahren, sozusagen. Und so in unsere Dörfer. Wo ist das Dorf, wo du wohnst? Könnte es sein, dass in das Dorf, wo du wohnst, da sind Menschen, die nicht Jesus kennen? In so einer Apostelgeschichte 4, Vers 28 sagt, das hat wir nicht streng verboten, in diesen Namen zu reden, weil die Jünger sind festgenommen von den jüdischen Lehrern. Sie haben in der Leier gesagt, dass sie sollen abhören mit von Jesus predigen. Und nun sagen sie, das hat wir nicht verboten, in diesen Namen zu lehren. Und guckt einmal, die haben die Lehre über ganz Jerusalem verbreitet. Die haben die Stadt Jerusalem umgedreht mit jener Lehre. Und weet je, diese Stadt, wir wissen nicht gleich, wie viele Menschen die haben, some bleiben da wären today vielleicht 1 Million Menschen, das ist mir gleich ganz klar. Aber allemal, was immer Menschen da wären, aber diese Jungs, diese Jünger, die haben die Welt gehabt, die haben Jerusalem umgedreht sozusagen für Jesus. Und die jüdische Lehrer erkennen das. Und so du lebst in deinem Dorf. Du glaubst an Jesus. Du hast den Heiligen Geist. Wenn du nicht hast, dann bist du nicht Gott sein Kind. Und dort einer denkt, wenn ich die verstehen, dass ohne den Heiligen Geist bist du überhaupt nicht ein Kind Gottes. Du bist vielleicht religiös und glaubst alle Dinge, aber du bist nicht ein Kind Gottes ohne den Heiligen Geist. Der Schrift wird ab schwor klar in dort. Und so wie hat den Heiligen Geist uit ons leven rand een stroom ruit. Wat is het voor een stroom? De Schrift sagt, dass der Heilige Geist wordt een levende stroom uit ons rand. So in ons dorp, wo wir wohnen. Dat is wo wir schaffen. Dat is wo wir jeden Tag sind. En onze neighbors kennen uns. En die fehlt an Jesus. Na, vielleicht sind sie gläubig, vielleicht nicht. Aber in onze dorpen, in Jerusalem, sie haben die Stadt herumgedreht für Jesus. Sie predigten im Tempel. Dort wir sozusagen in der großen Kirche und sie predigten in der Hisa. Dort wir kleine Gruppen, die in der Hisa taub kamen. Sie eiten taub. Sie hatten einen Einfluss. Das sagt in der Apostelgeschichte, dass die Menschen wir in aller Teuer tun. Weil die daran einfach ein Makel der Strom mit diesen Menschen rührt. Und wenn wir sagen, wir wollen die Welt für Jesus gewinnen, das wird anfangen. Aber wir können leicht denken und wir schalten unsere Botschaften rühren auf Paraguay, Bolivien, Kanada, wo immer so uns kicken, sogar bei Russland oder bei Deutschland, hier Menschen uns. Und so das ist ein gutes Ding. Aber Mission fängt zu an, in den Dorf, da wo du wohnst. Und so,
Das ist wichtig, dass wir das Evangelium durchbringen, wo wir wohnen. Und nächstes ist unsere Gegend. Wir schaffen in unsere Gegend. Das sagt in der Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und sie waren über ganz Judäa und Samaria verstreut, bis der Apostel. Die verstreut waren, gingen alleweil und predigten das Wort. Dan weet je, da wir eine große Verfolgung in Jerusalem, wenn Saul und Stephanus waren totgeschlagen, und dann gibt es eine große Verfolgung. Und dann sagt er das, die waren in der Stadt rausgedreven, in Jerusalem raus, und sie gingen alleweil das Evangelium predigen, das gibt es in verschiedenen Städten. Sie waren in ihre Gegenden. Und so, ich dachte an diese Werk, dass some von uns, die haben Land in eine andere Kolonie irgendwo. Irgendwo in der Gegend. Und die sind da. Die Person, die an Jesus glaubt, die Person, die ich wem ein Leben der Strom rannt, wenn die Herren Heiliger Geist, und so was von Unterschied merkt er tun. Aber wir verbreiten dort an sie Gegend. Wir schicken unsere Botschaften raus, unsere Karten mit Sachen gehen raus, unsere Videos gehen raus, verschiedene Dinge. Ich habe gedacht, an der Covid-Zeit, viele Menschen haben gelernt über Zoom. Zoom, das kostet Meetings haben über Zoom, oder sogar Bibelstunden über Zoom haben viele Menschen in der Welt. Wir haben nicht so sehr, aber das ist ein Ding, was wir von der können mit unserer Technologie. Brauchst nicht mal unbedingt einmal wo Handfahren zum die Bibelstunde haben. Und so, das sind verschiedene Dinge, was wir können tun. Some von uns, die schaffen in andere Kolonien. Aber du hast ein Business und du das Business mit Lied, was von anderen Jenen kommt. Aber ans Evangelium geht rüt, und wir sind verantwortlich, dass es rüt geht nur andere Jenen. Noch ein Ding, wie das Pastor Jacob al sagt, Part von unserer Ernung, 10% von unserer Ernung, die hat immer eine Mission an. Und so wie dann Mission unterstützen für unsere Gegend. Eine Mission, wo ich sage und denke, fährten dort schlecht im Leben, dort ziehen unsere Gegend, aber die tun Arbeit mit Menschen, die von weiten Breit kommen. Auch da eine mennonitische Kultur, aber die kommen von weiten Breit. Da können wir sagen, jetzt in die Gegend, das jetzt sogar vielleicht in der Welt nennen. Met ihre Ministry. Wir sind ein ganz kleiner Part von dort, wenn wir dann ein bisschen unterstützen mit Geld. Vielleicht hat Gott die hier oben. Sie mal eine Arbeit segnen in einer anderen Kolonie mit der Aufsicht, dass du Jesus verkennen. Aber du bist bereit, ein Lehrer sein, kannst du ein Lehrer sein und Kinder beeinflussen mit dem Evangelium, was ihr Leben für immer wird verändern. Aber ich habe einfach ganz zu holen, dass wir sind nicht alle bereit, zum hier in die Kirche zu sein und zum hier Business treiben und zum bloß hier schaffen oder hier Geld machen. Some von uns sind noch bereit für unsere Gegend. Und so ich sage, wir schicken unsere Mensages raus und diese Dinge, und das ist auch schön, aber das ist anders, als wenn wir persönlich sind. Dann uns lohnt. In Apostelgeschichte 11, Vers 20. Da wir mang an, aber einige Männer von Zypern und Kyrene, die aus den Antiochien kamen, auch zu den Griechen reden deuten und predigten denen das Evangelium vom Herrn Jesus. Na, weet je, wo das von redet, ist, dass in dieser Verfolgung, was passiert, wenn Paulus, Saul, fängt die Kirche an zu verfolgen. Einige gingen raus und sie predigten bloß zu den Juden. Wie kann sein, sie deuten bloß in die deutschen Kolonien. Aber dann wären da gewisse Männer, die kamen über dem, was wahr ist, und fangen auch an, zu der Spanischen zu predigen. Dort wird für uns ein bisschen sein, als was das wäre. Sie fangen an, zu den Heiden zu predigen. Und so, das gibt dann Antioch nicht Kirche. Und weißt du was? Die Kirche in Antioch, dort wird die Kirche, was Paulus rütschhacken, die 3-mal auf seine Missionsreisen. In der ganzen römischen Welt wird bekannt mit dem Evangelium, wenn die Kirche in Antioch. Weißt du, wenn die Kirche in Antioch wird? Wenn wir Menschen, die von Tus weggedreven werden, in Jerusalem rüt, und die fangen über dem auch an, zu den Griechen zu reden. Zu denen, die Heiden werden. Und da bekehren sie, gibt eine große Kirche, das ist eine interessante Geschichte in der Apostelgeschichte. Wenn wir nur ans Land gehen, dann dürfen wir Sprache ändern. Wenn wir nur ans Land gehen, dann müssen wir Kultur ändern. Und so, wenn wir nur ans Land gehen, dann ist das ein bisschen anderer Raub, als wenn die bloß beraten bist, zum irgendwann unsere Kolonien schaffen. Und so, wenn wir Sprache ändern, wie ändern Kultur, so eine Dinge steht, dann sind andere Dinge. Wir haben hier in der Kirche gewisse Personen, die manche Spanisch schaffen. Einer ist Isaac Thiessen. Er predigt viel manche spanische Kirchen, so eine Dinge.
Wir haben hier 3 Männer. Franz Niefeld, Onse Wieeten und Knals Friesen. Die predigen ter Spanisch. Und Rubio und eine andere Range, was hier durch ist. Aber sie gehen so zu sein, sie sind in Tun ewig gestorben von Sprache und von Kultur und gewissen Muten. Wir haben Dan und Tina Penner hier in der Kirche und sie schaffen mit wieder 180, das ist hauptsächlich spanische Kinder, das Tarahumara, aber das ist eine andere Sprache, eine andere Kultur. Und weil die Kinder, die werden von Jesus gelehrt, und ihr Leben ist geändert, aber auch ihre Zukunft, Familien, wie können sein, unsere Jungen können verändert werden, durch sind dort. Aber das sind Menschen, die all schaffen in diese. Na, wir sind ein klein bisschen Port von diese, vielleicht mit Geld oder so eine Dinge. Aber ich glaube, das sind noch mehr von uns berufen für diese Art Arbeit. Na, zoals ik al zei, wenn es im Land angeht, dann sind andere Sprache bei uns. Wenn wir sind ja Plattdeutsch, Gott sei Dank, das fällt nicht ganz so dort. Aber wir reden Plattdeutsch und so, wenn wir ins Land gehen, dann meint es Spanisch oder das meint Tarahumarisch. Wir haben Doof und Anna Wieb, sie schaffen manche Tarahumara. Und ein Boy, und das wird ja gestanden werden, aber du sind von der all Predigers, gelehrte Predigers, was in Tarahumarische Sprache das Evangelium verkündigen. Und ein Boy, Duizenden Tarahumara, wo wir im Himmel mit taub sind. Wenn jemand haft, das Evangelium richtig drauf. Na, das sind nicht bloß Doof Wieb, das sind andere, die das selbst tun. Aber der nu rede ich mit von unserer Kirche. Und dann gehen wir naar de Welt. In der Welt geht das noch ein ganz anderes Thema. In Apostelgeschichte 9, Vers 15. Aber der Herr sagte ihm, go wilt, ich habe mich als Handlager gewählt, meine Namen für die Völker, Königs und Kinder Israel zu bringen. Na, das wird Paulus in Europa. Und Gott hat sich den gewählt, um das Evangelium naar de Welt zu bringen. Na, weet je, wenn wir in ons Land gehen, dann dürfen wir Spanisch, und dort können wir hier in der Schule lernen und so weiter. Aber wenn wir schon in die Welt gehen, dann ist noch ein ganz anderes Thema. Oder China oder viele von den anderen asischen Ländern, dann bei einmal dann haben wir nicht mehr dabei Zeit. In Russ ist noch, die haben noch viele von unseren Lateren, aber bei einmal hatte ich dann 3 Mann, alle haben immer russische Dinge. Und so, wir können euch mal lesen. Aber wenn wir nach der Welt gehen, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Von der ersten Tag mit unserer Technologie, sie sagen uns von der, dass da sind viele Missionare, die in der Welt hingehen, andere sprechen und in der Bibel übersetzen. Und in den nächsten 5 Jahren so, mit unserer Technologie, was wir haben, wollen sie die Bibel übersetzen in alle Sprachen von der Welt. Na, das meint vielleicht nicht in jeder Dialekt, aber in all den Hauptsprachen von der Welt, so dass die Menschen das Evangelium haben. Und es ist wirklich keiner von uns berufen für Mission. Das ist eine Frau, die mir einmal stahl. Wenn ich denke an Jesus seine Jünger, die alle 12 Jünger das Evangelium predigen. Wenn ich denke an die Herrhüten Gebetsstunden, Tausende Missionaren sind da rausgekommen mit dort und sind über die Welt gegangen. Wenn ich denke an die EMC, wo wir lernen eigentlich langsam Port von was. Da wären Mennoniten, really, ans nicht Fleisch und Blut, aber da wären Menschen, die einmal sehen, weißt du was, wir wollen die Welt für Jesus erreden. Und er sagt eigentlich hier, und wir sagen, wir wollen die Welt für Jesus erreden. Hast du einen Spruch an der Wand? Er ist dann, was ich von denken und was ich von leben darf. Und weißt du, das ist eine sehr ernste Frau. Und ich sage von der nicht, dass sie sollen alle für Mission gehen, aber kann es sein, dass some von uns berufen sind für dort? Oder kann es sein, dass nur einmal mal uns fällt, hat kein Raum zum Missionaren sein? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir sind tausend verwickelt mit Geldmärkten, mit Business-Trieben, mit hier in unserer Gegend wohnen, mit dem Marktlich haben, in unseren Sprachen und so eine Dinge. Und ich kann das gut verstehen, dass das was makelt. Aber kann es sein, dass some von uns sind berufen, das Evangelium in der Welt zu vielleicht in unserer Darbe, in unserer Gegend, in unserem Land, oder in der Welt. Aber wir wollen die Welt für Jesus reden. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass wir scheiden Baumrüten sozusagen mit uns Livestream. Aber uns fehlt es noch an Show ab ihr. Boots on the ground. Und wenn je eine Armee ein Land annehmen, dann müssen sie noch über dem Soldaten anschauen. Ein Land hat ja verbannt von weit auf, aber über dem müssen sie dann noch Soldaten anschauen. Das ist, was in der Ukraine passiert. Und wir wollen nicht wohin gehen und die Menschen tot machen.
aber die Menschen für Jesus reden. Und weet je, wir kennen dann unsere eine Sprache dann in viele, viele Länder von der Welt von dir. Da waren mal 5 Missionaren in den 1950er Jahren. Viele von ihnen sind vielleicht bekannt mit der Geschichte, aber die deuten in Ecuador, in Südamerika, und alle 5 wurden einen Tag doodgemerkt. Sie flogen nehmen an Airplane einen Sturm, was sehr bekannt wird für Menschen anbringen. Aber sie dachten, sie hatten noch eine Connection mit ihr gemerkt und wir noch ein bisschen Freund mit ihr geworden und fliehen sie dann an und kommen näher mal drei. So wie in Manitoba wohnen, in den Mitte 90er Jahren, dann schaffte ich durch einen Mann und durch einen Shop, da hat der Radio an, Steinbach auf einer christlichen Radiostation. Und so der Radio wieder fertig an und da wir nun haben wir eine Stunde Programm von der Früh, die heißt Elizabeth Elliot. Ich weiß nicht, wer, some von Ihnen wollen vielleicht haben von Baker lesen, ich habe von mir der Baker geschrieben. Also wir dann an der ältere Früh, der ist nicht all gestorben, aber dass wir eher einfach die Vieh, was sie dort machen, wie er Mann. Und dann im Bett Luther, dann jetzt sei, mit ihrer kleinen Tochter Taub im Wald nehmen, kriegt nur das Indianersturm, was er Mann hat dort gemerkt. Und ihre Großkinder, die nahmen den Indianermann, was er Mann dort merkt, den nahmen sie Luther im Leben auch Großpapa. Das ist ein Movie von gemerkt, ich versucht zu denken, was der Movie wäre, aber das ain't what at the end of the spear, or tip of the spear, oder ain't so das steht. Er kann es noch nur sein für irgendwann, entweder weil weiten, fragt mich Luther. Aber weißt du, da wären 5 junge Missionaren, junge Männer, junge Familien. Und sie leiten alle ihr Leben in, was keiner kann verstehen. Wohin wird Gott in Stadt tun? Wohin wird Gott in Stadt tun? Dat 5 junge Männer haben je für Lebenszeit das Evangelium verkündigen. Menschen, die irgendwas meistens wild leben im Wald. Aber weet je, viele von den Indianerstamm krijgen, wat die 5 Männer dort machen. Die fangen Luther dem Herrn, derich Elizabeth Elliot und auch andere Missionaren, die über dem nennen ging. Und du hast grote Frucht gekommen, aber es kostet einen schrecklichen Preis sein. Some von uns sind berufen, das Evangelium mitzutragen. Some von uns sind berufen, unsere Makelgestät verloren, unser Lohn verloren, unsere Sprache verloren, und mal wo Handreichen noch nicht jent für Lebenszeit. Und das meint für Lebenszeit, wenn du was in der Welt angehen. Und Menschen für Jesus reden. Ich weiß, das ist ein bisschen fremde Denken für uns, glaube ich, einmal, because wir sind so gewarnt, bloß zu sein und hier möglich sein. Aber wenn wir dann denken, dass Gott raubt von dir nach Menschen. Und mit unserer Technologie, weißt du, das ist ein ganz anderes Game von dir. Wir können verschiedene Dinge tun, was niemals ging zu tun vorher mit Technologie. Aber ich glaube danach, dass Gott fehlt an Menschen, Gott fehlt an Boots on the ground. Gott fehlt an Menschen, die wirklich einfach wollen gehen mit ihrer Show. Und so wenn Gott uns raubt, weil wir gehorsam sind. Und wenn wir dort tun, was wir sagen, was wir wollen tun, wir wollen die Welt für Jesus erreichen. Gott nach was da kommt. Wir wollen die Welt für Jesus erreichen. Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Wenn wir dort wirklich glauben, dann werden wir dort denken, dann werden wir dort leben. Amen. Wenn wir abstehen, ans Prayer-Team, was hier fern sind, wenn die Gebet fehlt für einen Ursache, komm hier nach fern. Aber ich will mit dir beten, uns vor dem Himmel, Dankeschön für das Evangelium von Jesus Christus. Dankeschön, dass für uns sind Menschen gewiss, die treu werden haben, wie die gedacht, dass wir wieder von dir haben. Help uns an denken, Herr, dass das Christentum ist immer eine Generation weich von uns gestorben. Und wenn wir nicht unsere Arbeit von dir tun wollen, unsere Kinder und Großkinder über dem nicht mehr die kann. Und ich bete, Herr, dass wir treu sind, zwischen unser Darb, unser Jent, unser Land und in unserer Welt. In Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für kommen, auch Gott uns segnen, hat einen guten Weg. Und wenn wir Gebet fehlt, hier ist das Prayer-Team. Wanneer ik nog bloos in kom zijn, zitst u al in zee.
Zecha si jak bydí. In meine Kant